evening, gentlemen. I am glad that you have come. So, time is short. I won't bother with useless details. Straight to business then. Jacob, let's start with you. Is the transport ready? What transport? Oh, yes. I remember. Yes. I have a Ford waiting in the garage. It's a record. Well, the color isn't rather important, is it? But you have done well. Jimmy, how's your ball? Which one? The one I asked you to arrange the scream for mercy tactic with. Ring any bells, young man? She don't over me, boss. It's done. Done. Excellent. And, Matthias, have you worked out the escape plans yet? At the end of it, never know what's coming. Excellent. And, Walter, I see you have. Yes, sir, yes. It's done. They'll be there to distract the crowd. I managed to pull some strings. Pleasure as always, Walter. Gentlemen, you have not disappointed. But, this time, we cannot afford any mistakes. So, I have more work for you. Jakob, could you please pay attention for a second? Go downtown and see if you can find some gear. I am, of course, taking some guns, so don't get too excited though. Should I get one for me? Oh, really? I meant for the whole crew. Oh, you can count on me, boss. And Jimmy, the detonators. Go and arrange it with Big Bang Tommy. He will know what we need. May I use force? See, it won't cooperate. Nothing level, got it? And Matthias, I would like to ask you if you can tighten up the schedule. Don't I always tighten up? Well, yes, you do, but I meant a bit more. I see. Great. No problem. And, Walter, we will need an inside man, so you are in the job for a bank or a bank clerk, right? Yeah, as you wish. Okay. And now, gentlemen, I will let you know something about my task this afternoon. Whoa, she's awesome. Yes, she is, and she is mine, so back off on that one. Right? Whoa! What? Well, are you blind? She's not Lucy, she's the other one, idiot. Isn't she featured, daughter? That could cause us trouble, and it could be crucial for our further... Oh, you're just big and negative Nancy, right? With all the respect, boss, with the coronation coming up, I don't really think we have time for girls. Boys, there is always time for girls. Okay then, this is all. Go and do your things. I shall speak to you soon.
Bitte. Man hat mich zu Ihnen geschickt. Ihr Name? Ja, sehen Sie verdächtig. Ich habe von Jugend ein Unglück gehabt. Meine Mutter war eine Zeugin, mein Vater ein Spieler. So geriet ich immer tiefer in den Sumpf des Großstadt. Wie ein Grab auf höherem See und so weiter. Der Vortrag ist in der Köpfe stehen. Jugendlicher Mädchen, da war gestern ein kleiner, heiliger Zwischenfall in den Heilandsried. Du bist der Dreckskerl! Du warst die Fächer für den Verdammten mit diesem Stil zu belästigen! Bitte, Herr Mädchen, bitte, was soll ich denn machen? Also, jemand braucht eine Lizenz von Jonathan Jeremiah Fisherman Co. Und Lizenz ist nur an Professionals vergeben. Ja, da könnte jeder kommen. Herr Mädchen, es muss etwas geschehen. 20 Schillinge. Mädchen, In der Stadt in Südsee. worin besteht denn die Ausstattung? Dann besteht die Firma. Ihr Name? Charlize Filch. Frau Pitcham! Das ist Filch, Nummer 314, District Baker Street. Ich habe herausgebracht, dass die Besitzende die Erde, das ihnen zwar stiften können, aber sehen Sie das ihnen nicht. Und sie sind Schwellinge und Dünnköpfe, genau wie ihr. Was geschieht mit meinen Sachen? Gehören der Firma. Und da sind die 5 Grundtypen des Elends. Model A. Our newest product, finest bag of fabrics. No one will pass without noticing. It's a shame. Model B. This is our most popular design ever. It was my grandfather who found about its subtle impression. The look assures you mercy in people's eyes. Model C. We only made it recently. Young girl, victim to her love, left long and pregnant.
You distributed to some mixed scopes, goes perfectly well. Kids, always good. Give them some musical instrument. Talent wasted in the streets of London. Especially ladies can't resist. Last but not least, a hypercreativity imagination, victim of murder surgery, could happen to you. Jonathan! Jeremiah, Beecham! Echo, Baggers Equipment! Trading Guest Services, Call us! and help you out. Feeling of the shell, it's a shame. This is harder than I thought it would be. Well, it goes for the job, I guess. Finally, I'm a part of the accomplish. Should be easy to be talking this household. It's getting late. I wonder who's taking her so long. She should be home by now. What are her parents going to say? Polly, ich bin gerade aufgekommen. Um Gottes Willen. Das Bett ist unberührt. Nur nicht denken! Ich weiß nicht, was du meinst. Polly, schnapp der Basti der Boden aus. Mutter, wenn du je geliebt hast. Diese verdammten Buche, die drin hat, aber diese Kopf verdreht. Polly, das machen doch. Handel. Dann mach ich eben eine Aufnahme. Dann werde ich mit deiner Hinterperson du Ausnahme. Ja, das machen alle Mutter. Aber das hilft nicht. Weil die Liebe. Als wenn der Kinder
main reason for the quarrel in your family. But she won't ease off, as we can see. I guess that's why Mac fell in love with her. If he ever did. Or maybe. Never mind. Als ich noch unschuldig war, und das war so ein Grad, so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat und wenn er nett ist und sein Kragen ist auch wetterfrei und wenn er weiß, was ich bei einer Dame schieb, dann sage ich ihm nein. Aber etwas seinen Kopf vorbei und dann bleibt ganz allgemein. Sie erscheint der Mond die ganze Nacht. Sie will das Wunderwunder des Gewahr, aber deiner kann ich sein. Jedoch eines Tages und der Tag, der war blau, kam einer, der mit mir war. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meine Kammer und ich wusste nicht mehr, was ich war. Dass er kein Geld hat, dass er nicht mehr liebt und sein Kragen ist auch ein wetterfrei. Und wenn er nicht wusste, was ich bin und damals schief, zu ihm sage ich ihm nein. Aber etwas seinen Kopf vorbei und dann bleibt ganz allgemein. Erscheint der Mond die ganze Nacht und das war das Wunderwunder des Gewahr, aber weiter kann ich sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da konnte so viel geschehen, na, das gibt's überhaupt kein Nein. Well, Holly and Mac. It looks very serious. I think I heard something about a wedding. Kein Mensch, Molly. Hier können wir ruhig unsere Hochzeit feiern. Aber das ist doch ein Pferdestall. Da kommen die Möbel. Glückwunsch. Anständig danke. Vielen Dank. Dieses Rücktritt waren Leute im ersten Schock. Wir mussten sie erst aussagen. Dilettanten und Pusher.
Ja, aber 3 Leute? Wer ist das? War nicht so recht. Meine Herren, ihr werdet nie Geschäftsleute. Ein älterer Herr hat etwas abbekommen. Ich glaube aber nicht, dass es etwas Ernstes ist. Kannibalen, aber keine Geschäftsleute. Was sind das für Rübel? Wie gefällt dir die Rübel, Polly? Die vielen armen Leute, wegen der Karübel. Und was für Mummel! Schon, da macht ihr meine Frau uns einfach ein unglücklich. Ist das Fortgesessen? Ist alles gestohlen weg? Natürlich, natürlich. Ich möchte wissen, was du machst, wenn es an die Tür klopft und der Sheriff kommt rein. Ja, mochte er nur die Einzelheiten und dann musst du dir zeigen, was dein Mann dann macht. Danke. Thank you. I will. Indeed. Hey, come on! Captain Polente! Tiger Brown, Sheriff, Sir! Tiger Brown! Ganz richtig. Dieser Tiger Brown ist es, Londons oberster Sheriff ist es, der jetzt hier eintreten wird in Captain Mackys sahnselige Hütte. Hallo, Jackie. Eben den Garten. Hallo, Mark. Ich habe nichts gezeigt. Oh, Aber ein fremder Pferdestall. Das ist wieder Einbruch. aber Jackie, es ist so bequem. Da stelle ich dir gleich meine Gattin vor, geborene Fischer. Polly, das ist Tiger Brown. Hallo. Und das sind meine Freunde. Schon mal gesehen, Jackie. Matthias, Jakob, Jimmy, weiter, kommen hier. Na, für heute Schwamm drüber. Ach, Jackie, erinnerst du dich? Du als Soldat und ich als Soldat bei der Armee in Indien dienten. Singen wir den Kanonsong? Adrenaline is what they can feel.
we carries from Cape to Mandalay. And it's a rainy night, and we should have to fight. Man of exotic races, with black or yellow faces. I bet you we can take that down for breakfast next time. Ach, Jackie, obwohl das Leben auseinander gerichtet hat, obwohl unsere Berufsinteressen verschieden, ja, geradezu entgegengesetzt sind, hat unsere Freundschaft alles überdauert. Das ist wirklich eine Freundschaft. Freut mich, dass du... Dass ich das nie kann. Oh, aber ich muss gehen. Die Krönung der Königin. Ach, Jackie, Ja? weil du meine Schwiegervater irgendetwas gegen mit Ordnung offen jagen. Nicht das Gerichtster. Selbstverständlich. Danke, meine Nacht. Gute Nacht. Adios, amigos. Und jetzt kommt das Größte. Danke euch, Kameraden. Danke euch. Guys, let's give them some privacy for doing you know what. Siehst du, der Mond, wo es ist? Sehen. Du mein Herz schlagen, Geliebte. Ich fühle, Wo du hingehst, damit auch ich hingehe. und wo du bleibst, da will auch ich sein. Halten! 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 Das ist überhaupt so eine Schweinerei! Ach, Jonathan, es handelt sich um Becky Messer, den man den größten Verbrecher Londons nennt. Wer ist? So, eine Verbrecherschlampe ist sie geworden. Das ist angenehm. Eine notorische Verbrecher. Wenn mir mal Gehalt fehlt, meldet sich womöglich ein halbes Dutzend Beispiele als Victim. Henry, das ist eine gute Idee. Sie bestimmt. Beim Sheriff anzeigen. Aber wir müssen wissen, wo er überhaupt steckt. Das lassen Sie von meinen. Ich gehe sofort nach Thornbridge zu seinem und spreche mit den Mädchen. Wie heißt der Sheriff? Brown heißt er.
can't believe what I have just seen. Polly's mother, Mrs. Peachum, has bribed Jenny to take revenge against McKee. I guess now has come Jenny's turn. And Mr. Peachum is going to talk to the police. He might know about this extraordinary friendship between Mac and Brown, the policeman. I think it's quite obvious that the Peachums are not very fond of it. Meanwhile, Jenny will inform her colleagues about the deal with Mrs. Peachum. And I must be there when Mac is going to be handed over to the police. Meine Herren, heute sehen Sie die Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir eine Penny und ich bedanke mich. Und Sie sehen meine Lumpe und ich suche mich das Bett. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends viel Geschrei, seinem Haupt nur noch Kopf, was ist das für ein Geschrei? Und dann will mich lächeln, sagt er von dem Gläser. Und man fragt, was wäre wieder bereit? Und das Schiff mit der Segel und mit 50 Kanonen wir fliegen nach Und es werden kommen 100 Geliebter an Land und werden in der Schatten treten und bringen meine Penny und bringen von mir und sehen meine Lupe und ich suche es von dir und sie wissen nicht, mit wem sie reden und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Abends gibt es Streit, seinem Auge mit dem Kopf, der nur sterben muss und dann können wir den Tag in Ruhe. Allen. Und das Schiff mit der Segel und mit 50 Kanonen wir entschwinden mit mir. Mein Name ist Peachum. Herr Wendlers Frau. Guten Morgen, Brown. Gut geschlafen? Ich glaube nicht, dass Sie das Vergnügen, dich zu kennen. Das war ich. Scheußlich müssen Sie sich fühlen. Die Kerls machen ja, was sie wollen. Was meinen Sie damit? Glauben Sie, dass wir Herr McKee kennenlernen werden? Ja, den strahlenden König zu bekriegen, den Sie ja noch nicht. Was soll das heißen? Das ist es. Sie haben die ungeheure Zahl der armen Leute vergessen. Wenn Sie nur vor der Kirche stehen, das ist doch kein Verantwortung. Die Leute sehen nicht gut aus. Und dann die Verstümmelten am Kirchenplatz. Schlecht würde aussehen. Ekelhaft würde aussehen. Das wollen wir vermeiden. Das ist eine Drohung. Das ist eine Erpressung. Das glauben Sie. Und Sie sagen wahrscheinlich,
dass die Polizei mit uns fertig, mit uns die armen Leute fertig werden. Das glauben Sie ja selbst nicht. Das ist noch nie vorgekommen. Aber jetzt kommt es vor. Der Königin von England, gegenüber können sie sich benehmen, wie sie wollen. Aber den ärmsten Mann Londons können sie sich nicht. Und sie wollen sich ausgebrannt. Ich soll alles von der Gewerkschaft verhaften. Verhaften? Sie haben gute Reden. Erstens muss man einen Mann haben, bevor man ihn verhaften kann. Der werde also ich Ihnen den Mann besorgen. Frau, wenn er nicht selbstständig Mag es ging nicht. Weg! Du musst gleich warten. Warum hier, Polly? Ich werde etwas ganz anders mit dir machen. Nein, das dürfen wir jetzt nicht. Es war von Kindern die Rede. Irgendwie in Scotland Yard gar nichts vor. Gestern vielleicht nicht, aber heute. Ich habe die Anklage umgesetzt. Meine Herren, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin leider gestattet, eine kleine Reise anzutreten. Das ausgerechnet vor die Grund bevorsteht. Olli, du musst den Leiten des Geschäfts übernehmen. Jungen, ich denke, wir werden das Ding schon schmeißen. Eine Frau in einer solchen Zeit, was sagt sie dazu? Du Saufen, du fängst ja gut an! Ja, die Frau kennt weiß das rechte Wort zu mir. Ja. Gott, Polly! Weißt du, wie das Herz leider? Es hat so kurz gedauert. Vergiss mich nicht. Sie vergisst ihn nicht. Heute kommt er nicht. So? Ich glaube, er kommt überhaupt nicht mehr. Das wäre aber schade. Wieso dies nicht? Heute ist mein Donnerstag. Außerdem regnet es. Im Namen der Königin, Jäger, Captain McKee, Anklage vor Jäger, Leibwachen, Morde. Du, das ist die Anklage!
Hands on my soul, sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. And then all night, and all Moulin Rouge, strutting stuff on the street. She said, hello, hey, Jeff, you wanna give it a go? Gitchy, yeah, yeah, da, da. Gitchy, yeah, yeah. Da mochte ich Einzelheiten wissen. Mac, wenn die Königsglocken vom westlichsten läuten, wird man eine schwere Zeit haben. Ja, nicht zufällig. Nein, ich bin gerade bei den Sendungen. Ah, Jenny. Danke.
never really thought that Brown was going to get him. But according to what I've seen, he did. I wonder if their friendship is stronger than Brown's sense of duty. You have disappointed me, my son. You understand the swords of life! You understand your uniform! Put them together! Please, have mercy. Jesus, please. Yes, very much. Honorable. He's your friend. I found thee, Brown, guilty. God save the queen. Wie viel Uhr ist es? Also, Smith, ich will gar nichts sagen. Nicht von der Stechung. 1000 Pfund. Sagen Sie nicht. Heute noch 1000 Pfund. In 20 Minuten. Aber lassen Sie herein. Wer herein will. Das ist ja Unsinn, Herr.
deinen Mann sofort hier sieht. Meinen Mann! Du und dir! Du glaubst, ich wisse nicht vom Fräulein Pitschern? Ich könnte dir die Augen auskratzen? Lucy, du bist doch nicht eifersüchtig auf Polly. Wo ist mein Mann? Oh. Oh, Mädchen. Im Kerker. Oh, du gemeine Schuft. Kein Wort mehr. Kein Blick. Nett? Wer ist das überhaupt? Du hinterhältige Lump! Hast du 2 Frauen, du Ungeheuer! Das ist zu viel, Nett! Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Komm heraus, du Schöne von Soho! Soll ich das? Zeig mal deine hübschen Beine! Na, da muss ich aber wirklich lachen. Musst du das? Lächeln? Du sollst ja auf meinen Mensch so einen Eindruck machen. Mit so einer befragt dich sowieso keine. Ha! Das wäre ja klar. Nicht viel. Selber bist du. Du trägst kein Wort. Wenn ihr von uns beiden unter neue Klammer halten konntet, war ja alles aufgeklärt. Der Mensch muss ganz verrückt werden, wo so viele Scherereien. Ihr habt euch Zeit gelassen. Sehen Sie, die Krone, das ist ja nichts anderes. Schließlich muss ich... Schließlich werde ich aufgehängt. Mensch! 8 Uhr 28. Also, wie viel sind jetzt hier? 5. Ist jetzt so weit? 1005. Ja und wir, das ist doch alles, was da ist. Halt die Schnauze!
werde ich aufgehängt oder ihr. Abruhen lasse ich mich nicht. Willst du mich hängen lassen? Na, wer sagt denn das? Gut, 38. Na dann, den machen. Wenn ihr 5 Minuten von sich nicht da seid, dann seht ihr mich nicht mehr. Dann seht ihr mich nicht mehr. Na, wie steht's? You, yes, you. I need a little amount of money. Excuse me? Pardon, my friend. These manners are terrible. But do you have any money? I was only trying to be polite. Okay, you being polite is like you being awake or focused, for instance. I was doing my best. And boss said it was an emergency. So I was just being corrected, if you know what it means to break of bones. Show some respect there, young man. Yeah, he'll learn his manners pretty soon, but the question remains, any money? Any money? Well, despite intrusion, how much do you need? 1,000 pounds cash. And plus 3 pounds, I'm so hungry and I definitely want a piece of that chicken pie. So Are you serious? What are you two trying to do? Leave the country? no, actually, we're just trying to save. Endangered animals! Right. Yeah. The puppies, you know. The puppies. they are so nice. If I had a puppy, I would train him to kill. To kill with his awesome tricks! Right, Jacob? Yeah. So, any money? Certainly not. And if you don't leave soon, I'm going to call the police. We're headed to the station anyways. Oh, come on! Inside swell! Don't try anything stupid. Yeah, we'll be leaving, ma'am. Have a Have a good blessed day. afternoon. Goodbye. Yeah, and enjoy while the boss dies. Who is this boss you're talking about? Someone who really needs money. Didn't you say that you wanted to help the puppies? Yes, the boss is the one who wants to help the puppies. You're supposed to buy this, right? Aren't you supposed to get the money and not spend it? Yeah, I think that's the idea. Gentlemen, go tell your boss that he'll be soon somewhere, but he won't need any money. I guess all the people in London are up to see McKeith hanging. They must hurry up, otherwise the Queen will see empty streets on the day of the coronation. Na, haben Sie jetzt Ihre 1000 Pfund zusammen? Also, erledigt. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Da hat der Rebel leider recht. Das ist ja immer schade. Der Mensch oder das Mensch? Ich liebe dich so sehr, dass ich dich fast lieber am Galgen sehe, als einen anderen.
Vergiss mich nicht. Wir wollen die Leute hier nicht warten lassen. Das Zusammentreffen einiger unglücklicher Umstände hat mich zu Fall gebracht. Mitbürger, verabschiede ich mich von euch. Einige von ihnen hat mir sehr nahe gestanden. Die Lumpen, Hurentreiber, die Tagediebe, Mordgesellen. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen. Brown, die Abrechnung. Ach, weg. This could be an ending. But this is theater, not cruel reality. So for your pleasure, we'll introduce the messenger of the Queen. Anlässlich ihrer Krönung, On the occasion of her coronation, of те приложности кронања, befiehlt die Königin. the Queen demands, Kraljica razglaša, That the Captain McKee, that Captain McKee is to be thy Marquis sofort freigelassen wird. Immediately released. Prost! Ist verfahren muss. Gleichzeitig wird er hiermit at the same time is herewith Krati Pagar in den erblichen Adelsstand erobern. wow, may the Lord Imenuje se Lorda, Und ihm Schloss Marmarel
Mordor, the Marmara Castle is given to him. The Ligrat Marmara. Sowie eine Rente von 10.000 Pfund. Wow, have you more than 10,000 pounds? Geht nur nicht auf, seht diese Stunde auf. Bis zu seinem Lebensende überreicht. For a lifetime. Du kannst das, Juliana. Thank you.
meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't it. you come